Das Ostseebad Laboe hat außer dem Hafen und der Lage am Wasser einiges zu bieten. Weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt sind mittlerweile auch die Laboer Lachmöwen mit ihrem Theater am Kurpark. Wie die Geschichte der niederdeutschen Bühne im Hinterzimmer einer Gaststätte begann, erzählt uns eine Zeitzeugin. Das war vor 25 Jahren. Da hatte eine Laboerin die Idee, die wurde Rentnerin und wollte irgendwas noch machen nebenbei. Und die hatte das dann ins Leben gerufen. Und dann hat sie es 4 Jahre gemacht. Und ja, dann haben wir gespielt für die Arme der Wohlfahrt in Laboe. 9 Jahre. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht. Und ja, und der Name Laboer Lachmöwen ist dann ein Begriff geworden in all den Jahren. In den letzten Jahren ist am Laboer Kurpark ein schmuckes Theatergebäude entstanden, mit einem großen Foyer und traditionsreichen Gestühl, von dem einst Heidi Kabel in Hamburg bejubelt wurde. Dass dieses überhaupt den Weg nach Laboe fand, ist der Hartnäckigkeit von Traute Steffen zu verdanken. Also der Hamburger Intendant vom Ohnsorg-Theater, der war durch dem Radio gekommen, ne? Ein Interview gegeben und da habe ich das gehört. Und dann habe ich angerufen und er war sehr erstaunt, wieso. Und dann habe ich gesagt, dass wir auch eine niederdeutsche Bühne sind und wir hätten Interesse, die Stühle zu kriegen. Und naja, sollten wir schriftlich einreichen, was wir auch getan haben. Und dann hörte man eine ganze Weile gar nichts. Und so sind dann so 2 Jahre vergangen. Aber ich habe jeden Monat einmal angerufen und habe genervt. Und das Nerven hat sich gelohnt, denn da waren ja auch andere, die Stühle haben wollten. Aber wir hatten richtig ernste Absichten und das wurde belohnt. Bei der Auswahl der Stücke und wer von den 15 Akteuren welche Rolle spielt, hat die Seniorin das letzte Wort. Die Regie wird allerdings seit einigen Jahren von gestandenen Profis geführt. Entscheidend tue ich das. Und jetzt habe ich auch schon mal Hilfe mit meinem Sohn, weil wir Sommer und Winter spielen, dann wechseln wir uns um. Aber wir beide beraten uns, weil wir uns alle kennen. Ich weiß, wer was spielen kann, wer zu dieser bestimmten Rolle passt. Ja, das ist nicht einfach, aber man muss sich Gedanken machen. Und ich habe das bisher, toi, 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 immer wieder gut hingekriegt. Bei ca. 12.000 Zuschauern mit über 70 Vorstellungen pro Jahr gibt es jedoch Unterschiede zwischen dem Winter- und Sommerpublikum. Im Sommer sind die Gäste auch da und das ist ein anderes Publikum. Die Sonne scheint, es ist eine ganz andere Atmosphäre und hier durch den Park und die sind so, soll ich mal sagen, ja, lebhaft, wenn die kommen. Und so geht das auch, denn wenn das Stück zu Ende ist, hier ist Leben, einfach leben, wenn die hier durchkommen und sich hier hinsetzen. Und im Winter ist das etwas ruhiger, gelassener, auch stimmungsvoll, das schon, aber die Menschen sind ein bisschen anders. Ja. Ein Großteil der Zuschauer nutzt den Theaterbesuch, auch um sich mit den regionalen Angeboten im Servicebereich verwöhnen zu lassen. Ein Geheimtipp sind schon seit Jahren Traute Steffens selbstgemachte Fischfrikadellen. Ich sag mal, wie es ist. Fischfrikadellen mit Honigsoße, mit Matjesbrot mit Apfelsahnesoße, Würstchen, Schmalzbrot, Käse, Mettwurst. Die Zuschauer kommen ja auch schon um 6 und setzen sich gemütlich hier hin und genießen alles und genießen denn das Stück. Das diesjährige Winterstück heißt Und oben wohnen Engel. Es handelt von 2 in die Jahre gekommenen Schwestern, die sich allerlei Blödsinn einfallen lassen, um an die unter ihnen gelegene Wohnung zu kommen. Klingt ja auch viel besser, ne? Hey, Lene. Lene heet ja jede Meko. Aber was ich sagen will, sehen Sie nicht, dass Sie weggehen wollen? Ja, aber das ist nicht mehr so wichtig, das hat sich erledigt. Ach, das trifft sich denn ja gut. Ja. Ich hef doch nämlich zufällig noch so ein paar schädige Hemden zu waschen. Hef nix rein mehr anzutrecken. Du bist doch sicher so lieb. Nicht Tante Via, wohl sagen Tante Elvira. Klaus, wir haben aber erst nächste Woche weg. Ach du, das tut mir leid. So lang kann ich nicht töten. Ich muss noch was rein anzutrecken haben. Das siehst du doch wohl in. Oh, Klaus. Ja, nur man tot, Tante Via. Nun weg da Tüchmann in Elvira und waschen dat Flu Flitsche die ganz bestimmt. Nun mal tau. Immer ich.
Mö.